Guten Abend am Null. Haut fängt bereits null Emission mit einem Dossier an, die viele Bürger betrifft, die nicht an Rose gebet sind, an der Punkt der Wohnung kein großes Spring leisten können. Wohnen zu Lützeburg ist teuer, ganz teuer. Sie wird für zu lohnen, sie wird für zu kaufen. Durch die negativen Umstände wie Accidenten, Krankheit oder den Verlust von der Arbeitsplatz gerade manche Bürger in einer ganz prekären Situation und können ihre Wohnung nicht mehr bezahlen. Früher oder später bleibt ihnen dann der Weg bei den Office Sozial nicht erspurt, für einen darüber dem Kap zu haben. Zu Lützeburg gehen es rund 4200 so Sozialwohnungen. Angebote gehen auf den Mond, oft mit langen Wartezeiten von den Gemeinden, dem Staat oder von der Agence Immobilière Sociale. Für viele betroffene Leute, die eine Sozialwohnung kriegen, ist das aber mit einer ganz großen Enttäuschung verbunden. Die Ursache: generell sind an den Sozialwohnungen keine Haustiere erlaubt. Für die Bürger, die in ihrem Dach hängen, ist dieses Verbot ein regelrechter Schock, weil sie gezwungen sind, sich von ihren feierbeinigen Freunden zu trennen. Ein Reportage von André Feller. Eine Kondition, an denen Wohnungen möchte Betroffenen aber ganz besonders zu schärfen. Sie mussten sich von ihren Haustieren hauptsächlich Hunde oder Katzen trennen. Die Haustiere sind an der Regel als Sozialwohnungen verboten. Darum ist von vielen die Debatte der Erfahrung hat müssen machen. Wir können einen Kontrakt für eine Wohnung zu kriegen, hat der Mann seinen alten Hund musste waschen. L'agence immobilière sociale m'a proposé à moi et ma famille un relogement dans un appartement pour une durée maximale de 3 ans. Certes, à un prix locatif plus attractif, mais avec cette contrainte absolue de devoir me séparer de mon chien. Car le règlement interne de cette même agence est intransigeant. Il est absolument impossible d'avoir des animaux domestiques. J'ai tout d'abord fait des demandes à mon entourage sur qui serait à même de pouvoir l'accueillir. Il a 14 ans et malheureusement personne n'a pu répondre favorablement. C'est ensuite sur internet que j'ai pris connaissance des différents lieux d'accueil et donc je me suis tourné, j'ai fait une démarche auprès d'un asile pour animaux et l'expérience, je peux vous dire qu'elle m'a aussitôt refroidi. Quand j'ai vu la réaction de la taulière à qui j'expliquais que d'une part mon chien n'était pas tout jeune et que d'autre part il était malade, qu'il faisait parfois des crises, eh bien sa réponse fut sans appel. Placer un animal chez moi passe par une démarche administrative d'acte d'abandon et au vu de la pathologie du chien, ne serait-il pas plus simple de le faire euthanasier? Darum hat schlussendlich Unterstützung von der Tierschutzorganisation Givers a Voice Lützeburg gekriegt. Sein Hund ist bei einer Pflegefamilie untergekommen und so konnte der Mann sein Tier oft besichtigen gehen. Ein Koppel, die seit langem auf der Straße lebt, kriegt schon ein paar Mal eine Sozialwohnung angeboten. Auch sie hatten sich von den Tieren müssen trennen. Weil die zwei Hunde erwischte Familienmember sind, sind Koppel 4 lieber auf der Straße zu leben. Parce que je n'aime pas aller là où je n'ai pas le droit d'aller avec mes chiens. Alors j'ai largement les moyens de m'offrir un loyer. Je suis clown et vous savez très bien qu'avec mon sourire, je saurais très bien gagner de l'argent. J'ai déjà baratiné pas mal de propriétaires qui savent très bien que j'ai toujours de l'argent. Mais on me dit toujours la condition, ça sera sans votre animal. Alors ça me pose un petit problème parce que entre lui et moi, je suis sûr que c'est moi l'animal. Et sans mon animal, je ne viendrai jamais chez vous. Tierenasyl zu Gasbrich ist öfters am Jahr mit derselben Situation konfrontiert. Tiere müssen abzählen, wenn die Leute an einer Sozialwohnung plündern. Es könnte schon öfters viel am Laufe vom Jahr, das ist wahr. Wir haben Appellen, wo Leute sagen, wir müssen da plündern, und da, wo wir gehen, da dürfen wir keine Tiere mehr tun. Es ist nur ein Hund oder ein Katz, wo wir nicht mehr zuständig sind. Ich spreche nicht von anderen Tieren, nicht mit Hund und Katz. Und ich meine, wir sind ja schließlich ein Tierschutz und wir sind auch dafür dann zuständig, dann das Tierchen abzuholen, was wir dann noch machen. Aber dann müssen die Leute natürlich die Tiere abandonieren. Das heißt, an unseren Dingen, dass die Leute auf ihr Tier dann refusieren und dann ist es dann uns Tier, was wir dann in dem Moment können weitervermitteln. Das müssen aber nur den Enqueten, wie wir dann, oder wie die Leute sagen, ja, das ist gut, das man zwar leid für Tier, aber es geht so nicht, das kriege ich die Wohnung nicht. Bon, damit sind wir da konfrontiert, gell? Wir können nicht bei den Patron oder bei den Proprietär sagen, hey, die muss die Leute noch ranholen mit dem Tier, dafür sind wir nicht zuständig. Wir sind da für die Fälle, dass das Tier nicht draußen lebt.
Am deieren Asyl zu Gasbrich besteht awer keng Méiglechkeet sein Hausdeier erëm ze gesinn. Den alle Besitzer gëtt net gewuer wie sein Hund oder sein Katz adoptéiert, an dat huet och sei spezielle Grund. Da denken wir um Tier. Wir versetzen uns dann und an die Leute, an der Woche an Tier. Von der Tier schon den Ex-Proprietär, oder wie ich es gesagt, dann geht dem bei ihm auch vielleicht ein Welt an den Proprietär selber. Das muss vergisst gehen irgendwie. Du hängst vielleicht nach dem Meer, das weder gut für den Ex-Proprietär von dir, und nach vom Hund, den dann die Person gesagt hat. Das ist einfach eine Ausstellung, die wir haben. Wenn der einen neuen Meister findet, dann muss es sich schon mal um die auch noch aufpassen. Das heißt noch nicht, wenn ein Hund zum Beispiel jahrelang an einem Stot oder bei Leuten war und es geht dann durch weggerappt, das tut ja auch dem Tier weh. Ne? Also auch von mir so, das ist nicht ein Tier, wir so das auch nicht. Sie sind nur eine Seele. Ne? Bei der Deiereschutzorganisation Giwasse Voice Lützeburg kann in die Situation von dem Verbot vom Halen von Hausdeieren und Sozialwohnungen allzu gut. Sie proposieren am Vergleich zu einem Deierenasyl aber eine ganz andere Lösung. Wir haben von Giwasse Voice Lützeburg mir relativ viele Membern, die uns unterstützen, dat all Woche, all Monat, wo wir dann einen Abruf machen, dass wir eine Familie fahren, eine Person fahren, die uns hilft, die Tiere während einer Zeit, während Main oder während einem Jahr oder 2 Jahren, wie immer die Situation sich geht, abzuholen. Daniel Freres aus Rosen über der weiß, wie die Stadt die Sache mit den Haustieren und Sozialwohnungen umgeht. Natürlich steht vom sozialen Plan hier, wenn da so die Leute, die kommen, die Tiere, die müssen aus ihrer Wohnung raus. Für allem Lo während engem Jahr, wo man mit Corona zu denen, wo viele Leute sich finanziell das nicht mehr können leisten. Wir viele Leute von der Horeska, aus den Betrieben, Leute, die dort arbeiten, die keine Möglichkeit mehr haben, nämlich da kommen zu respektive gar keine Hilfe kriegen. Und die Leute müssen da vom Staat geholfen kriegen. Da kriegen sie aber vom Staat gesagt ganz oft, ja, die kriegt die Wohnung da nicht oder die kennt da nicht wohnen gehen, die haben die muss dann weggehen. Die kriegt schon einen Kontrakt bei uns, wenn 3 Tiere weggeht. Das ist diskriminant, das ist absolut unkorrekt. Ungerecht, da sie Leute die schon seit Jahren. Ich hatte letzte Fall mit einem Herrn mit 2 Katzen, die war 50 Jahre alt. Da kriegt der Mann braucht die Hilfe, der braucht die Wohnung. Und da kriegt der gesagt, du kriegst just die Wohnung, wenn du den Tiere weggehst. Das mal leid, mehr unmenschlich geht es nicht. Der Mieterschutz Lützeburg, eine Vereinigung, die seit dem Juli 2020 besteht, kritisiert vor allem die untransparente Gesetzeslage. Also mir fand auch ein bisschen problematisch, dass das nicht gesetzlich klar festgehalten ist, weil die Leute am Anfang an so Situationen nicht gegen die Decision vom Proprietär machen, solange das nicht gesetzlich geklärt wird. Am Ausland, beispielsweise in Frankreich, ist die Situation ganz klar per Gesetz geregelt. Es gibt eigentlich kein klares Gesetz, das sieht, dass es verboten ist, Haustiere an Lokationswohnungen zu haben. Es sind verschiedene Proprietären, die einfach an den Kontrakt dabei dann einfach dabei schreiben, dass sie das nicht wünschen, dass Tiere nicht erlaubt sind. Mit das am Anfang gesetzlich gesehen nicht richtig festgehalten. Wenn ihr zum Beispiel dann die Situation nach Frankreich guckt, da gibt es ganz klar das Gesetz von 1970, wo sieht, dass der Lokatär ein Recht hat, Haustiere zu halten, solange eben kein Schuld unter Wohnungen steht. Viele Leute haben Haustiere, wir wissen aber, dass viele Leute auch sich lang fühlen. Ein Haustier, ein Hund zum Beispiel, kann einem helfen, dass er vielleicht mehr für ein Tier geht, mehr soziale Kontakt tut. Das ist aber bekannt, dass es auch beiträgt, dass also zur Qualität de vie. Das ist ja bestimmt nicht umstritten. Für was ist es dann beim Lokatär dann ernst das konsideriert? Es hat immer so wirklich gefehlt, dass hier am Land Proprietären von alt Rechte haben und dass der Lokatär immer die Genien ist, der muss zurückstehen. Gilles Hempel ist ein Mann mit 2 Kapen. Er ist selber Gründungsmember vom Mieterschutz Lützeburg. Mehr als seiner Funktion als Direktor von der Agence Immobilière Sociale gesagt hier Haustier eher als ein Desavantage an. Es ist auch effektiv so, dass in der Regel bei uns keine Haustiere soll haben. Das ist aber für allem am Interesse von den Leuten, die wir betreuen.
Die Leute die machen da ein Projekt für hier Situation zu verbessern. Wenn die Leute bei uns kommen, haben die oft eine ganz Panoplie und Probleme. Das ist die Schulden, sie sind vielleicht arbeitslos, sind vielleicht gesundheitliche Probleme. Das ist immer ganz individuell. Und dann machen wir mit den Leuten Projekt, soziale Projekt, für das sie hier Probleme lösen und autonom gehen. Und da wollen wir an sich auch, dass sie sich dann auf die Projekte konzentrieren. Und da ist an unserer Sicht ein Haus, der ja nicht unbedingt förderlich. Weil ein Haus, der ja, das braucht Zeit, das braucht Energie. Und ein Haus, der ja kannst doch Geld. Mir so ein bisschen, dass der ja ihrer Inklusion dann noch ein bisschen am Weg steht. Ne? Ich meine, wenn die Leute sollen ja dann eng Arbeit finden, sie sollen schaffen gehen, sie sollen Suche spuren. Und da ist ein Haus, der ja nicht unbedingt förderlich. Wir gucken aber natürlich, wenn nur ein Haus, der ja hat, und dann hat das schon lange, und dann hat zum Beispiel einen alten Hund oder eine alte Katze, da probieren wir natürlich zu gucken, für das Haus, der ja aber kann halten. Natürlich dürfen da kein anderes Haustier dabei holen, ne? Respektiv von den Hund oder der Dialog gestorben, dürften sich da kein Neid kaufen. Ob Nofro bei der Stadt Lützeburg hecht, dass es auch bei ihnen verboten ist, Haustieren als Sozialwohnungen zu halten. Auch weil sie sich bewusst sind, dass Teile vom Haustier einen positiven Impact auf das Wohlbefinden von Menschen haben. Für die Besitzer von Haustieren gibt es keine zufriedenstellende Antwort auf die Question parlamentär Nummer 3113. Ministerin Henri Cox und Tanja Bofferding weisen darauf hin, dass sie kein Proprietär kann zwingen, der AIS eine Wohnung zur Verfügung zu stellen, wo Haustiere akzeptiert sind. Das hat negative Konsequenzen auf der sozialen Wohnungsmarkt. Der Minister weist aber darauf hin, dass beim Fonds de Logement Tiere wohl erlaubt sind, aber nicht mehr so lange wie keine Präsenz von dem Tier gesteuert ist. Eine ähnliche Situation besteht auch an Altersheimen, wo Senioren sich müssen von ihren Haustieren trennen. Demnach bleibt am Wolle Akzeptanz von Haustieren an sozialen Wohnungen und am Logement allgemein noch vieles zu ändern. Bleibt und diesen auf vielen anderen Beispielen zu hoffen, dass die Reglementer über die Tierenverbote an Sozialwohnungen sehr geändert und mehr Tieren menschenfreundlich gehen.